Thema habe ich überschrieben, gerettet, um Jesus zu dienen. Und ich möchte ganz besonders über das Gehen und das Betten im Sinne Jesu reden. Das ist ein Text aus der Bergpredigt. Das ist ja die grösste Predigt, die je gehalten worden ist. Und da redet der Herr Jesus ganz besonders darüber. Und ich lese uns aus Matthäus 6, die Verse 1 bis 15. Und ich lese es aus der Elberfelder Übersetzung. Ihr werdet sehen, es hat ganz am Anfang in einer anderen Übersetzung ein anderes Wort, das ich jetzt nämlich lese. Da steht, der Herr Jesus sagt das, habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Andere Übersetzungen Frömmigkeit, andere Textgrundlage hat übersetzt mit Almosen. Aber ich lese es so, wie es jetzt da steht. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu dem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Bei mir ist jetzt ein Vermerk, da steht, an dieser Stelle fügen mehrere spätere Handschriften hinzu, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. So wie der Text heute Morgen. Es war in Steffisburg vor kurzem eine Evangelisation. Dort ist am Sonntag eine Ukrainerin, das ist übersetzt worden, in Seelsorge gekommen. Sie hat dann mit mir reden, per Handy, also da eingeben, und hätten wir so miteinander geredet. Die haben dann das ein bisschen schwierig gefunden, haben dann die Übersetzerin geholt und die Frau hat das hervorragend übersetzen. Ich habe dann sofort verstanden, sie hat gemeint, dass der Mann Gottes jetzt für sie beten, damit es ihr ein bisschen besser geht. Ich habe gesagt, das funktioniert leider nicht. Es geht darum, dass wir mit Gott ins Reine kommen. Da hat sie auch gesagt, es gibt etwas, ich kann einfach nicht vergeben. Und dann haben wir über das reden, dass wir zuallererst Vergebung von Gott empfangen. Dann können wir auch anderen vergeben. Es war ein langes Gespräch, aber irgendwann hat sie wirklich begriffen, ich brauche Jesus Christus. Und sie hat an dem Morgen dürfen den Schritt zu Jesus tun. Im Vers 1, ich habe es schon angesprochen, steht im Urtext oder in der ältesten Textgrundlage, der Urtext ist ja nicht vorhanden, aber die älteste Textgrundlage, das Wort Gerechtigkeit, Diakosyne. Spätere Handschriften haben dort
Elemosyne, Almosen, Wohltat. Der Jesus sagt, habt Acht, Prosechco, der Sinn darauf richten, aufpassen auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt oder praktiziert, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Die Gerechtigkeit, die der Herr Jesus da anspricht, ist nicht eigene Gerechtigkeit. Es ist gemeint im Sinn von rechtes Tun als Frucht vom neuen Leben. Also von unserer Verbindung, die wir zu Jesus Christus haben. Es ist eine Tätigkeit als Auswirkung von dieser Verbindung. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben versucht, anhand vom mosaischen Gesetz ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Doch durch Gesetzeswerk, das die Bibel klar sagen, wird kein Mensch vor Gott gerecht. Und das Gesetz hat auch nicht die verändernde Kraft. Der Jesus sagt zu denen, die mal sein Reich erben wollen, in Matthäus 5, Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr, und jetzt kommt eine doppelte Verneinung im Griechischen, niemals in das Reich Gottes eingehen. In der Bergpredigt macht uns der Herr Jesus klar, was Gerechtigkeit eigentlich ist. Gott selber ist der Maßstab für wahre Gerechtigkeit. Wer gerecht sein will, muss also gleich sein, wie Gott selber ist. Vollkommen. Teleios. Und so sagt es auch der Herr Jesus in Matthäus 5,48. Ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wir haben mal eine Debatte in der Bibelschule. Dort hat eine Mitstudentin gesagt, auf der Verse, das ist unmöglich. Und die haben das irgendwie von der Schrift her schon verstanden. Die haben gesagt, mal, in Christus sind wir vollkommen gemacht. Aber wie kommen wir denn dorthin? Indem wir das, was der Herr Jesus am Kreuz oder durch das Kreuz, durch die Auferstehung und die Himmelfahrt da hat, ganz bewusst annehmen und unser Leben dem Herr Jesus ganz übergebend, ohne Bedingung. Vorbehaltlos. Wer sein Leben behalten will, sagt der Herr Jesus in Markus 8, Vers 35, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, aufgibt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wir ziehen sozusagen unser altes Leben wie ein schmutziges Kleid ab. Die Bibel nennt das Bekehrung. Und dann empfangen wir von Jesus Christus ein ganz neues Kleid. Neues Leben. Das Kleid der Gerechtigkeit. Ich denke, jetzt haben wir es alle sicher verstanden. Die Gerechtigkeit, die Jesus da meint, ist eine geschenkte Gerechtigkeit. Und sie übertrifft jede menschliche Gerechtigkeit weit. 1. Korinther 1,30, aus ihm, Gott Vater, kommt es, dass ihr in Christus seid, wenn er das gemacht hat. Das können wir eigentlich nicht verstehen. Wenn er uns aus Adam, aus der Sünde, in Christus versetzt hat, das ist schon gewaltig. In Christus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Und 2. Korinther 5,21, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Nochmal, der Vater sieht uns in Christus ohne Sünde, tadellos, perfekt, vollkommen vor den Vater gestellt. Epheser 1,4. Das ist unsere Stellung vor Gott. Der Wandel ist mangelhaft. Auch bei mir. Aber aus Dankbarkeit dürfen wir ihm und anderen dienen. Die geschenkte Gerechtigkeit bewirkt gute Taten. Und für die werden wir einmal belohnt werden. Und jetzt gibt uns der Herr Jesus wichtige Informationen, die wir beachten sollen, damit unser Gottesdienst nicht, wie bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, zur Heuchelei wird, zu einem Schauspiel und wertlos in Gottes Augen ist. Erstens, zu geben im Sinne Jesu. Vers 2, wenn du nun Almosen gibst, Elemosyne, Wohltätigkeit übst,
Oder man könnte das sagen, in Aktion treten vom Erbarmen. Sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. In Israel ist oft und viel gegeben worden. Doch Geber sind öffentlich geehrt worden. Es sind Posaunen geblasen worden, dass auch die Himmelswelt darauf aufmerksam gemacht wird. Und Namen sind öffentlich bekannt gemacht worden. Nach diesen Gaben ist oft auch Gerechtigkeit bestimmt worden vom Einzelnen. Und je mehr einer gegeben hat, desto grösser ist das Schauspiel geworden. In der Synagoge und auch nachher auf der Straße. Und der Herr Jesus hat das scharf verurteilt. Er hat das Heuchelei genannt. Hypokrites, Schauspielerei, Täuschung. Warum sagt das der Herr Jesus seinen Nachfolger? Er möchte, dass auch wir aufpassen. Wir sollen es nicht so machen, wie es die Pharisäer gemacht haben, um ihre eigene Gerechtigkeit irgendwie zur Schau stellen. Sie wollen von den Menschen bewundert werden. Und es liegt in unserer Natur, ich sage jetzt einmal in der alten, sündigen Natur, etwas sein von den Menschen. Von ihnen geehrt zu werden, von ihnen gelobt zu werden. Wenn das unsere Motive sind, wenn wir Gaben geben, dann hat es keinen Wert in Gottes Augen. Ich habe eine Geschichte dazu gefunden, aus Russland. Es sind zwei Männer, der eine war sehr reich, der andere sehr arm. Eines Tages war die Not vom Armen so gross, dass er seine letzte Kuh schlachten musste. Das ist dann im Dorf bekannt worden. Und wo der Reiche das gehört hat, hat er gedacht, jetzt kann ich ein gutes Werk tun, um dem Armen zu helfen. Aber er hat es so tun, dass das ganze Volk das sieht. Und so hat er eine Kuh genommen von seinen vielen Kühen und hat sie zu einer Zeit durch das Dorf getrieben, wo das ganze Volk auf der Beine war. Jeder soll sein gutes Werk sehen. Nach dem Tod ist der Mann in die Ewigkeit gekommen. Vor dem Thron sind seine Werke offenbar gewesen. Es hat dann einige Werke der Barmherzigkeit gehabt, aber die Kuh ist da nie vorgekommen. Er hat das Werk so für die Öffentlichkeit hingestellt, hat bestaunt werden von den Menschen und so ist sein Lohn dahin gewesen. Der Jesus zeigt uns, wie Gott wohlgefälliges Geben aussehen soll. Vers 3 und 4. Wenn du aber Almosen gibst, soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten, vergüten, zurückgeben. Ich denke, viele haben das schon selber erleben dürfen. Jesus betont die Unauffälligkeit, wie das Ganze soll ablaufen. Ein Himmelsbürger soll anders handeln. Vielleicht ist jemand unter uns, der sich Sorgen macht über sein finanzielles Auskommen. Dann entscheide dich für das Geben. Und du wirst gerade dadurch Gottes Segen wunderbar erleben. Gebt, sagt der Herr. Und an einer anderen Stelle heißt es, und prüft mich, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Malachi 3, Vers 10. Es ist gut, dass wir der Zehnte in die Gemeinde, wo wir unser geistliches Daheim haben, geben. Dass wir Missionare auch unterstützen oder Missionswerk. Es gibt viele Werke, die hätten nie bestehen können, ohne die Gaben von anderen Geschwistern. Mit dem Wort Almosen meint die Bibel aber noch mehr. Das griechische Wort bedeutet auch Erbarmen, Barmherzigkeit, am Nächsten üben, einem Mitmensch zu helfen, versuchen. Wenn du Christ bist und trotzdem unzufrieden bist, dann fang an, anderen zu helfen, anderen Freude zu machen. Und du wirst erleben, dass du dabei selber der Glücklichste sein wirst. Der William Booth, er war der Gründer der Heilsarmee. Und jemand, der nicht zur Heilsarmee gehört hat, aber hat einfach aufgrund von diesen Sachen, die man von ihm gewusst hat, eine Biografie geschrieben. Und dort schreibt er, inspiriert von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes, sah er, was zu tun war,
und dass Gott ihn dazu beauftragt hatte, das Notwendige in Angriff zu nehmen. Bus erkannte die große Wahrheit. Der erste Schritt zur Rettung eines Menschen ist, ihn seine Selbstachtung wiedergewinnen zu lassen. Damals hat es sehr viele arme Leute gegeben. Und er hat nicht direkt das Wort Gottes ihnen gerade so verkündigt, sondern hat ihnen Suppe angeboten, Seife, dass sie sich waschen können. Und dann nachher hat er ihnen das Evangelium verkündigt. So haben sie gespürt, etwas von dieser Liebe, von dieser Nächstenliebe, die in dem Mensch pulsiert hat. Ein anderer, der Gründer vom Gott hilft in Zitzers, Vater Rupflin. Ich habe ein Buch, wir haben das da draussen, oder in ein paar Büchern da draussen hergelegt. Das darf man übrigens mitnehmen, wenn man möchte. Der Mann hat auf einmal so ein Anliegen bekommen für die vielen Waisen, die es gegeben hat, oder für die aus ganz schweren Verhältnissen hervorgekommen sind, Vater Alkoholiker oder so ein ganz schwieriges Verhältnis. Und er hat sich denen annehmen und er hat mit anderen Brüdern geredet und die haben gesagt, nein, das können wir nicht unterstützen. Und er hat doch nicht aufgehört, mit seiner Frau zusammen dafür zu beten, dass Gott ihm irgendwie hilft. Er hat keine finanziellen Mittel gehabt. Und dann hat er doch den Start gewagt. Und dann sind die Brüder gekommen und haben ihm gesagt, du hast doch eine Ecke ab. Und er hat gesagt, ich wäre froh, hätte ich alle Ecken schon ab. Und Gott hat das Anliegen ganz, ganz wunderbar gesegnet. Emil Rupflin, ein Leben in Christi Auftrag. Ihr Lieben, wenn es zu einer Grundhaltung wird für unser Leben, es ist ja aus Dank für Golgatha, dann wird es so kommen, wenn wir lesen von den Jesus-Nachfolgern, wo sie am Tag vom Gericht, am Richterstuhl Christi, belohnt werden. Ein Preisgericht. Weil sie für den selbstlosen Dienst am Hungrigen, am Elenden und so weiter belohnt werden, fragen sie Jesus, ganz interessant, Matthäus 25, Vers 37, erstaunt, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und speisten dich? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Wahrlich, sagt der König, das Bild für den Herr Jesus, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen, meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, Vers 40. In Lukas 6, Vers 38 sagt der Herr Jesus, gebt und es wird euch gegeben. Noch das Wort an die Ehepaar, wenn du verheiratet bist und dennoch unglücklich und dich einsam fühlst, dann entscheide dich, auch wenn es vielleicht etwa mal ganz schwer ist, für das Vergeben, für das Geben und für das glücklich machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass eigentlich jede Ehe könnte glücklich sein, wenn man an dem Geheimnis oder an das Geheimnis herkommt. Es ist etwa mal unheimlich schwer, doch ohne Opfer oder Opfer sind in der Regel nie leicht. Es ist ein Dank für Golgatha. Denken wir an Golgatha. Jesus hat aus Barmherzigkeit sich selber ganz gegeben. Und das Geheimnis von einem erfüllten Leben mit Jesus liegt im Gehen. Im Gehen. Damit wir aber gute Gaben können, gehen müssen wir ja immer wieder zu Jesus kommen. Denken wir nochmal an die Quelle. Er hat Wasser, die Fülle, bei ihm hört es nie auf und er ist gern bereit zum Gehen. Wir kommen zum zweiten Punkt, das Beten im Sinne Jesu. Er sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. In Israel ist auch viel betet worden, aber auch da oft verkehrt. Der Jesus zeigt uns das mit einem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner in Lukas 18, Vers 10 und folgende. Und er sagt, zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste 2-mal in der Woche.
ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Merken wir etwas? Ich. Das ist eigentlich gar kein Gebet, sondern ein frommes Selbstgespräch. Der Pharisäer will Gott erinnern, wie gerecht und gut er ist. Er ist stolz auf seine Frömmigkeit, während er den anderen verachtet. Solches Gebet ist nichts wert vor Gott. Jesus nennt es Heuchelei, Schauspielerei. Ganz anders der Zöllner. Und der Zöllner stand von fern und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zum anderen. Und dann führt Jesus weiter im Vers 6, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir vergelten. Jesus ist nicht für öffentliches Gebet. Gebetsstunde, sehen wir ja dann auch, wo die Gemeinde da war, sich jeden Tag versammelt. Oder wenn man einen Strasseneinsatz hat, dass man vorher nochmal zusammensteht. Vielleicht das, wo man an Ecke, dass man nochmal betet, Herr, hilf jetzt, führ du uns an die Leute, die du vorbereitet hast. Aber Jesus betont hier das vertraute Gebet, das einzelne, das vertraute Verhältnis im Gebet zwischen dem Gläubigen und seinem Vater im Himmel. Ihr Lieben, das Gebet ist neben dem Bibellesen und der Gemeinschaft mit anderen bekehrten Leuten die wichtige Säule in unserem geistlichen Leben. Und Jesus will, dass wir mal rauskommen aus dem Lärm von dieser Welt. Dass einmal die Handys auf der Seite sind. Dass wir ungestörte Gemeinschaft in der Gegenwart Gottes mit dem Vater und dem Sohn haben. Und jetzt hören bitte mal ganz gut. Wenn du ständig in Zeitnot bist und doch nicht viel erledigen kannst, dann fang doch an, dir viel mehr Zeit, vor allem am Morgen, zu nehmen für das Gebet. Und du wirst staunen. Du wirst die schönsten Entdeckungen von deinem Leben machen. Der Martin Luther hat einmal gesagt, heute habe ich sehr viel zu tun, darum muss ich mir mehr Zeit fürs Gebet nehmen, damit ich alles, was heute nötig ist, schaffe. Und wenn Jesus vor grossen Aufgaben gestanden ist, hat er ganz besonders viel Zeit für das Gebet genommen. Übermal hat er sogar eine ganze Nacht durchgebetet. Und wenn er, der Sohn Gottes, das gebraucht hat, dann brauchen doch auch wir das vertrauliche Gebet. Über jetzt einmal so gesagt, ob das 1:1 anwendbar ist, weiß ich nicht. Es ist ein Zitat. Wer nicht am Morgen betet, ist arm den ganzen Tag. Sein Engel bleibt zurück und ruft ihm traurig nach. Ich kann dich nicht begleiten, ich bleibe heut zurück. Dir drohen viel Gefahren und nirgends hast du Glück. Vielleicht ist heute jemand unter uns, wo gar keine stille Zeit im Gebet mit dem Vater und dem Sohn pflegt. Vielleicht ist jemand da, der gerne möchte, aber nicht so recht weiss, wie soll ich das machen. Genau das Anliegen hat ein Jünger gehabt. Und er ist damit zu Jesus gekommen. Es ist Parallelstelle in Lukas 11. Und da sehen wir auch, aus welchem Anliegen eigentlich unser Vater hervorgegangen ist. Lukas 11, Vers 1. Und es geschah, als er, Jesus, an einem Ort war und betete, also der hat ein bisschen beobachtet, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er sprach aber zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und so weiter. Es ist eine Parallele zum heutigen Text. Mit dem Unser Vater gibt der Herr Jesus uns einen Schlüssel in die Hand für ein persönliches Gebetsleben. Und wenn wir den anwenden, ich behaupte das einmal jetzt so, wird uns nichts verschlossen bleiben. Er sagt da im Vers 7 aber auch, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern,
wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Das griechische Wort batalogeo, gedankenlos viele Worte aneinander reihen. Und man kann sogar als unser Vater aufsagen, ohne innere Beteiligung. Der Jesus redet jetzt hier von bewussten Gedankenfassen, von bewusster Aussprache gegenüber am Vater. Verständliche Worte machen. Und dann der Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir vergelten. Das ist doch eine gewaltige Verheißung. Mit dem Unser Vater lehrt Jesus seine Jünger und auch uns ein Mustergebet. Er meint nicht, dass wir jetzt das einfach auswendig sollen aufsagen. Das Wiederholen von diesen Worten. Man kann das. Aber es ist eigentlich nicht gedacht, dass wir jetzt immer zu Unser Vater, weiss ich wie viel Mal, aufsagen. Als Anregung oder Hilfe zur Gestaltung vom persönlichen Gebetsleben habe ich einen Zettel vorbereitet und draussen hergelegt. Anhand von dem, ich werde das ganz kurz durchgehen. Es ist nach dem Muster von Unser Vater. Natürlich ist das nicht jetzt abschliessend und vollkommen, aber es kann vielleicht eine Hilfe sein, um eine persönliche stille Zeit zu haben. Wichtig, dass wir uns leiten lassen vom Heiligen Geist und das Herz ist entscheidend. Der Jesus sagt da im Text, Vers 9, betet nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Wir haben da erstens geschrieben, Anbetung ist der Kern vom Gebet. Beginne die Gebetszeit mit Anbetung. In einer Bibelstelle auch daher geschrieben, 1. Chronik 29,11. Dort heißt, dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und die Majestät und der Ruhm, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Ich denke, Anbetung kommt oft sehr zu kurz. Dass wir ihn anbeten, dass wir mal wegschauen von uns, von unseren Bedürfnissen, auf ihn schauen, wer er ist. Vielleicht schauen wir zum Fenster raus, sehen die Berge. Er hat das alles geschaffen. Dann zweitens, die Ehrfurcht vor Gott, geheiligt werde dein Name. Vielleicht sage ich einfach, Herr, bewirk du, dass dein Name geehrt wird durch mein Leben. Verändere du mich immer mehr ins Bild Jesu. Da in den Römer 8, Vers 29, dort steht, dass wir vorherbestimmt sind, dass wir dem Sohn gleichförmig werden. Dann drittens die Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Dein Reich komme. Dass wir beten, Herr, dass du deine Herrschaft antreten tust. Wir erwarten neue Himmel und neue Erde, 2. Petrus 3,13, in denen Gerechtigkeit wohnt. Da ist keine Gerechtigkeit in dieser Welt, aber die zukünftige bei ihm, mit ihm, dein Reich komme. Dann viertens, die Bitte, dass sein Wille auf Erde vollständig geschehen soll, wie im Himmel. Da ist vielleicht Platz für die Fürbitte für Menschen, die noch nicht errettet sind. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass keiner verloren geht. Da könnte man vielleicht einmal den Namen draufschreiben. Und für die Person dann eben in der stillen Zeit besonderes beten. Fünftens, Bitte um das täglich Notwendige zum Leben. Unser täglich Brot gib uns heute. Da denke ich, da können wir sagen, Herr, du bist mein Versorger, du hast es versprochen. Aber auch danke, dass du mich bis heute so wunderbar versorgt hast. Dann bitte um geistliche Gaben wie Vergebung und Bereitschaft, auch in mir zu wirken, dass ich auch anderen gern vergeben tue. Dass ich kann sagen, Herr, du darfst alle Zeit über jeden Bereich von meinem Leben mit mir reden. Und dann einmal hören. Da gibt es auch einen Vers in Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne meine Gedanken und sehe, ob ich auf einem Weg der Mühsal, der dir Mühe macht, bin und leite mich auf ewigem Weg. Dann bitte nach Erlösung aus der Versuchung vom Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Können wir sagen, Herr Jesus, du lässt eine Versuchung zu, damit ich mich bewähren kann im Glauben. Die Bibel sagt, Gott tut nie einen Mensch zum Bösen versuchen. Aber dann, Jakobus 1,12, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz, die Krone des Lebens empfangen, den Gott ihnen verheißen hat, ihn lieben. Und am Schluss dann nochmal Anbetung zum Abschluss. Vielleicht kann man so mal seine stille Zeit einfach einmal verbringen in der stillen Kammer. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Da habe ich noch eine Stelle, Offenbarung 22,
Vers 20. Der diese Dinge bezeugt, Jesus Christus, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Ihr Lieben, wenn wir wollen, damit komme ich zum Abschluss, dass unser Umfeld gesegnet wird, unsere Familie, unsere Kinder, unsere Gemeinde, unser Land, der Ehepartner, unsere Freunde, dann brauchen wir das Gebet im Verborgenen. Und der Vater sieht und wird vergelten. Er wird etwas daraus machen. Aber es kostet uns etwas. Es kostet uns Zeit, Ausdauer, aber es lohnt sich. Und der Vater sieht es und er freut sich. Und wie gross ist doch die Freude, wenn Frucht aus dem Gebet entsteht. Ich denke nochmal an Claudia jetzt. Wir haben auch gebetet, Herr, hilf. Schenk, beruf du Menschen. Und sie ist jetzt auch gern mit dabei im Sonntagschulteam. Zusammenfassend, die geschenkte Gerechtigkeit, die Jesus uns erkämpft und erlitten hat auf Golgatha, sollen wir bewahren. Sie nicht zur Schau stellen, sondern es sollen gute Werke im Gehen und durch das Beten hervorgehen als Dank für Golgatha. Amen.